Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, wie das letzte Mal versprochen, habe ich jetzt da das Triggersystem. Und das geht jetzt noch nicht so gut. Hätte ein bisschen mehr Toleranz einplanen sollen. Aber, bevor wir das jetzt nochmal rausdrucken, einfach mit der Pfeile ein bisschen, verschaffen wir uns die Toleranz. Das hätte ich vielleicht, ich glaube, das habe ich stehen gedruckt, das war vielleicht auch nicht so clever. Aber, da verschaffen wir uns die Toleranz und dann machen wir ein bisschen Superlob drauf und das ist ein bisschen Schmutz auf gut Schwäbisch. Und da wird das schon klappen, hoffe ich doch. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, das jetzt zweites Mal auszudrucken, weil das ist sowieso bloß ein erster Vorversuch, ob es denn prinzipiell geht. Und da müssen wir wahrscheinlich, also zumindest die Platte hinten müssen wir anpassen, aber wahrscheinlich auch das da, also das Schieberle. Und den Trigger, der sieht auch noch ziemlich nicht so schön aus. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da beim fertigen Blästerle sind. Hoffe ich, oder gehe ich mal von aus. Hoffe natürlich, dass ich beim nächsten Mal schon richtig funktionierende Prototypen habe. Also, wenn das Schieberle klappt, bei den Motoren habe ich keine Sorgen, Käfig habe ich da, dann dürfte es eigentlich von da aus nur noch Kosmetik sein. Das könnt ihr euch wahrscheinlich merken, wenn man ein paar Monate in die Kommentare drunter schreiben, wenn es dann doch nicht klappt. Es dürfte von da aus bloß noch Kosmetik sein. Sagte er, wusste nicht, was auf sich zukam. Auf ihn zukam. Das hätte ich. Ach, das habe ich so rumdruckt. Und das hat dann innen drin keine Stützstruktur gehabt. Das war nicht so clever. Ja, dann nehmen wir halt weg. Das ist auch undramatisch. Das macht man halt einfach geschwind. Schauen wir mal. Vorne geht schon ganz gut. Das machen wir beim nächsten Design, machen wir das besser. Dann machen wir da ein bisschen, das darf ruhig ein bisschen Spiel haben. Also, da habe ich nichts gedacht. Aber jetzt durfte mir dann beim Pfeiler und beim Schwätzer zuschauen. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Und ich bin ja noch immer noch, also was die Optik betrifft, am Überlegen, ob das aussehen soll wie die American 180, die außer so Trommel oben drauf hat. Oder ob man vielleicht doch ein bisschen in eine futuristische Richtung gegangen. Schöner Beat. Brauche ich ja keine Musikeffekte. Das mache ich selber. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Ach, das habe ich jetzt, dass das da stabil ist, habe ich das liegen gedruckt. Habe ich das? Das habe ich stehen gedruckt. Also, so. Ich glaube, Toleranz machen wir einfach da nehmen. Dann muss ich das Teil sowieso noch neu drucken. So. Also ein bisschen Luft bewirkt. Und ich warte mit dem Prototyp jetzt nicht so viel schießen, dass das sich von der Leute einschleift.
eine Rundung soll ich da vielleicht auch noch machen. Das ist vielleicht auch nicht ganz so. Ja, das sind so die Dinge, die man mit der Zeit lernt. Ich habe bisher halt hauptsächlich kosmetische Doll gedruckt. Ich habe da mal Streif gesehen. Ich denke, Ende des Jahres machen wir da mal einen Überblick, was wir denn dieses Jahr alles so geschafft haben. Weil das ist schon immer ganz spannend. Man denkt immer, man kriegt nichts nach, aber dann, wenn man mal so zurückblickt und sieht, da, das hat man geschafft und das hat man geschafft und da ist was passiert, dann merkt man schon, dass man so Stück für Stück und immer ein bisschen kriegt man schon einiges nach. Jetzt wird Blaster philosophisch. Ja. Bleiben wir beim Engineering. Das ist was Gescheites. So, das tut das passen. Wenn man da ein bisschen Schmutz noch da. Das läuft ja schon fast wie geschmiert. Wie wenn jetzt die letzte halbe Stunde gefällt hat. Ach, sind erst ein paar Minuten. Und ich hoffe, ihr seid noch da, dass das auf euch gewisse Unterhaltungswert hat. Ich babbel ja nebenher. Oder schwätze. Schwätze du. Nicht babbeln. So. Jetzt brauchen wir ein Schreible. Ein Schreible, ich hab's doch extra noch gekriegt. Ein Schreibler-Sortiment. Das könnte auch länger sein. Das ist schade. Da vielleicht ein längeres drin. Das dauert doch von der ersten Versuch lange. Das sollte ich halt da, dass man das da versenken kann machen. Dann muss nicht so lang sein. Aber wollte man da beim ersten Prototyp jetzt auch nicht die Mühe geben. Also das kommt dann in einer späteren Version. Ich glaube, ich mache den Teil trotzdem nur modular, dass das einfach an Plasten eingeschraubt wird. Das war jetzt nicht so geplant. Das hat er. Oh, bala. Das ist Gott viel zu schwer, dass das. Man müsste nur Fädel jetzt zum Schluss noch. Ja. Und die müssen natürlich, da muss auch schreiben, dass die. Weil sonst hupfen die mir raus. Sag mal, wo hängt denn das? Muss ich das Hebel auch noch mal ein bisschen abschleifen. Habe ich da noch irgendwo Unterlagsscheible? Da nicht dazwischen. Der ist drauf. Der ist oben drauf. Wenn man das gedacht hätte, hat man das richtige Werkzeug genau gekriegt, damit man es gescheit anziehen kann. Nicht bloß so. Ja, mit dem Handwerkzeug.
Wobei, das ist vielleicht gar nicht so clever, wenn ich das gescheit anziehe. Dann bewegt sich nämlich nicht. Ja, so. Dann müsst ihr jetzt da. Das ist. Dann müsst ihr jetzt auch, da kommt noch Fehler noch. Also, sobald ich was gefunden habe. Und natürlich jetzt hier in dem Modell habe ich jetzt keinen Einschlag. Also, jetzt tun wir mal Schmutz noch. Dass wir auch feststellen können, dass es gescheit geht. Es hat einfach zugegangen. Und dann schauen wir uns das mal im Magazin an. So, alle blöd worden. Wir müssen die ja für ein paar Memes sorgen. So, dass das auch der Unterhaltungsfaktor hat und nicht bloß der Bastler und. Hui! Jetzt geht's so gut. Das sagte ja gerade der Unterhaltungsfaktor. Ja, der Platte habe ich ein bisschen gespart. Das kann ich so natürlich später nicht lassen, aber ich wusste, das machen wir zweites und drittes Mal vielleicht. Das kostet. Jetzt geht es so gut. Das kann sein, dass wir das Hebele. Guck, wir nutzen da nicht den kompletten Bereich, dass wir da Stückle weitereinander müssen. Nee, Stückle weiter. Doch, ein Stückle weitereinander, dann haben wir dann. Nee, das müsste hinaufkommen. Noch ein Stückle weiter hinauf. Ja, den Teil müssen wir länger machen. An dem Teil können wir ein bisschen was kürzer machen. Weil je weniger wir hier haben, desto weniger Bewegung. Also, weil da ist die Bewegung eigentlich auch. Also, es ist eigentlich jetzt viel. Also, so für das, was man so von Bleihersteller gewohnt ist, denke ich. Und oben ist es halt. Das seht ihr da. Da fehlt der Muckersägerle. Und da fehlt der Muckersägerle. Aber prinzipiell geht's. Da hätte ich jetzt mal sagen. Haken wir den Schmutz weg. Gucken wir uns das Magazin an. Haken wir die Schreibler weg. So. Jetzt geht das da. Ah. Wenn man es auch richtig Richtung schiebt, dann geht es wieder. So, zack. Laden wir mal ein paar Pfeile rein. Und das Problem ist, wir müssen den Pfeil schon ziemlich weit schieben. Weil das muss ja. Der Käfig kommt irgendwo nachher. Da fängt an. Da sind da die Schwungräder. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich bis hierher nicht was schieben. Also zumindest, dass die Spitze dann bis hierher geht. Also ganze Pfeillänge. Aber vielleicht war ich das auch beim Entwurf ein bisschen zu übervorsichtig und es geht trotzdem gescheit. Also das sehen wir dann. Und das machen wir modular. Weil einfach, dass ich das sowas, wenn ich das einmal entworfen habe, auch eine andere Blasstreifen einsetzen kann. Und einfach reinschrauben. Und das, wenn ich das dann doch mal vollautomatisch machen will, was ich eigentlich ursprünglich machen wollte, weil ich dachte, das sei einfacher. Dann ist mir eingefallen,
Dann muss ich Teil dafür bestellen, damit kenne ich mich noch nicht aus, was genau für Teil ich da brauche. Also einen 3D-Druck habe ich da. Jetzt sehen wir, das ist da. Den müssen wir ein bisschen, das oben müssen wir ein bisschen kürzer machen. Und jetzt muss ich das Magazin da lassen. Das festhalten. Dann muss das. Und dann schiebt es mit der Hand, wenn ich da drüber hinaus kann, schon der nächste Pfeil noch. Das kann sein, dass das da habe ich. Das duftet Räucher eigentlich. Muss ich auch das Magazin nochmal rausdrücken. Die Feder gerade noch nicht ganz optimal von dem Magazin. Das Duft. Ja, das riecht locker, wenn man da. Das darf gar nicht so weit. Das muss ein bisschen knapper und die Bewegung passt eigentlich. Das heißt, das reicht eigentlich, wenn sich das so bewegt. Das heißt, da kann ich, weil seht das andere Problem, also das ist okay, das geht dann da rein. Und das geht nur, wenn es klar ist, das Magazin, weil leer ist das dann da. Ein leeres Magazin, nein, da macht auch keinen Sinn. Das sage ich jetzt einfach so. Ihr seht das andere Problem, das ich da hat. Ich weiß noch gar nicht, wo man den Trigger positioniert, aber ich meine, den da einfach zu verlängern und das irgendwo hin zu positionieren oder das einen Bogen machen zu lassen. Aber so hätte ich das wenn man das ein bisschen kürzer könnte, dann wäre das eigentlich schon ganz okay. Also da noch einen halben Zentimeter raus, dann müsste es noch genug Bewegung haben. Dann machen wir einen halben Zentimeter raus. Und dann dürfte es, weil sonst hätte man da noch einen riesen Körper, dass das wäre nicht ganz so schön. Aber so wird es passen. Und fürs Magazin, also das mit der Feder, habt ihr auch schon was anderes gefunden. Vielleicht Gott, das jetzt dann die Feder da rein. Weil die dürfte ein bisschen deutlich mehr aushalten und mehr Dampf haben, weil die Feder, die da drin hat, die taugen einfach nichts. Und das muss ich dann die Feder da reinwursteln und gucken, wie das geht. Aber jetzt gucken wir erstmal das prinzipiell Gott. Ich glaube, das mit dem Magazin, das machen wir zum späteren Zeitpunkt. Weil nicht, dass ich das nochmal. Oder ja, das kann sein, dass wenn ich das sowieso nochmal bearbeiten muss, je nachdem. Weil die Schraublöcher, die da sind, mit denen bin ich nicht ganz glücklich. Das ist halt ein bisschen angeschickt. Das hat eigentlich direkt der Käfig kommen. Ich sollte ein bisschen rüber einfach. Aber das sehen halt die zwei große Teile, die dann nochmal gedruckt werden müssen. Und das will ich so lange wie möglich hinausschieben, dass ich das auch viel wie möglich andere Änderungen mit einfließen lassen kann. Weil das ist. Das dauert halt. Das ist halt. Ja. Nichts, was eben mal so geschwind gedruckt wird, das dauert Tage. Das ist dann. Das will wohl überlegt sein, einfach. Also nichts, was man geschwind so nebenbei einfach so aus Juxtern oder Dollerei macht. Und ja, die Schraube da, die müssen auch irgendwie, das muss auch irgendwie geschickter gemacht werden. Die Schraube will ich dann. Oder machen wir da vielleicht so ein Kabel drüber. Ja, das ist mit Design. Also mit den offenen Dinger bin ich schon zufrieden. Das sieht schon cool aus. Und wie der Blaster nachher selber aussehen soll.
ob wir da anfangen mit einem, der da einfach so in Hand gehalten wird und dann hier so. Und wo ich, gut, von Anfang mache ich wahrscheinlich einfach einen Schalter für die Schwungrädler einfach an aus. Und dann später gucken wir, wie wir das geschickt machen und was wir da machen können. Und natürlich machen wir dann, wenn der prinzipielle Aufbau, mein Gott, machen wir verschiedene Versionen mit Anbauteil und allem. Also da braucht ihr keine Sorge machen. Das machen wir alles, aber alles nach dem anderen. Jetzt erst einmal funktionelles Muster und dann gucken wir, dass das hübsch aussieht und dann verschiedene Optionen. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, einfach in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, Abo da lassen, Klingel drücken und Kanal unterstützen, so gut es geht. Dann mache ich auch weiter, das ist doch klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.